كلنا مع الرئيس، كلنا مع الرئيس، كلنا مع الرئيس، كلنا كل مع الناس الرئيس، عايزة الإسلام، كلنا مع الرئيس. كلنا Ist مع unser الرئيس. Präsident, Er ist unser Präsident, ist unser Präsident, er ist unser Präsident, demokratisch gewählt, demokratisch gewählt, demokratisch gewählt. demokratisch gewählt. uns unseren Geschwistern in Ägypten in Rabia al-Adawiyya anzuschließen. Die Menschen in Rabia al-Adawiyya befinden sich seit über 5 Wochen auf der Straße. Seit über 5 Wochen kämpfen diese Menschen für Gerechtigkeit. Seit über 5 Wochen setzen sich die Menschen dafür ein, dass ihr demokratisch gewählter Präsident Mohammed Morsi wieder freigelassen wird und wieder das Land regieren darf. Seit über 5 Wochen harren sie in der Hitze aus, die meisten von ihnen fastend, um sich gegen den Militärputsch auf die Straße zu stellen und zu sagen, nein, wir akzeptieren es nicht, dass ein demokratisch legitim gewählter Präsident von einem Militär einfach so abgesetzt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, das wurde immer wieder in den ägyptischen Medien behauptet, dass die Beliebtheit des Präsidenten gesunken ist. Jedoch seit wann ist dies ein Grund dafür und eine Rechtfertigung, dass ein demokratisch gewählter Präsident einfach so abgesetzt wird durch einen Militärputsch? Sie müssen sich vorstellen, dass wenn die Beliebtheitswerte von Angela Merkel sinken würden, einfach ein General in der deutschen Armee sich das Recht nehmen würde, die deutsche Regierung zu putschen. Das würde kein Demokrat akzeptieren und das dürfen wir auch nicht akzeptieren. Es ist traurig, was momentan in Ägypten geschieht. Es ist nicht nur so, dass die Regierung geputscht wurde, nein, sondern die Menschen, die friedlich für ihr Recht demonstrieren. Etwas, was zu den Menschenrechten gehört. Etwas, was jedem Menschen gewährt werden muss, dass er für seine Rechte friedlich protestiert. Diese friedlichen Demonstranten, sie werden einfach auf offener Straße niedergeschossen von einem Militär und von einem Polizeiapparat, der nichts anderes kennengelernt hat in 30 Jahren Mubarak-Herrschaft, als Demokraten, als Demonstranten mit Gewalt zu unterdrücken. Menschen wurden direkt in den Kopf geschossen, direkt in den Kopf geschossen von Scharfschützen. Das ist nicht etwas, was die Demonstranten einfach behaupten, sondern das sagen unabhängige Organisationen wie Human Rights Watch. Wir können es nicht akzeptieren, dass der General Sisi die Menschen dazu aufruft, ihnen ein Mandat zu geben, um friedliche Demonstranten mit Gewalt von der Straße zu bringen. Es kann nicht sein, dass er ein Mandat erhält, dass er friedliche Demonstranten abknallt und abschießt. Es kann nicht sein, dass die Menschen, welche dort friedlich für ihr Recht demonstrieren, einer nach dem anderen zusehen muss, wie Kinder und die Männer und Frauen, die friedlich demonstrieren, niedergeschossen werden. Es ist eine Schande für die Weltgemeinschaft, das zu akzeptieren. Es ist eine Schande für die USA, dass sie jetzt über ihren Außenminister den Militärputsch als legitim erklärt hat. Eine Schande für ein Land, was sich demokratisch nennt. Es ist eine Schande für die EU, dass sie zuschaut und dass sie Schritt für Schritt, indem sie Diplomaten nach Ägypten schickt, den Militärputsch für legitim erklärt. Wir erwarten von der EU, wir erwarten von Deutschland, von deutschen Politikern, dass sie das, was in Ägypten geschehen ist, auch als Militärputsch bezeichnen. Wir erwarten von ihnen, dass sie jetzt in dieser schwierigen Lage, selbst wenn sie nicht einverstanden sein sollten, um Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten haben sollten mit der Politik Mursis, dass sie trotz alledem als Demokraten jetzt ihre Stimme erheben und sagen, das ist ein Militärputsch gewesen. Das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir akzeptieren diese neue Regierung nicht. Wir akzeptieren einzig und allein als rechtmäßigen Repräsentanten Ägyptens Mohammed Mursi, der in freien Wahlen, in demokratischen Wahlen, wie es die gesamte Welt noch bezeugt hat, zum ersten frei gewählten Präsidenten Ägyptens gewählt wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, spielen sich tagtäglich auf dem Platz Rabi al-Adawiyya und auf anderen Plätzen in Ägypten schlimme Dinge ab. Tagtäglich kommen die Schlägertrupps des Mubarak-Regimes und machen den Menschen Angst und verbreiten Angst und Schrecken unter den Menschen.